Ja, servus, grüezi und hallo. Jetzt schauen wir mal Remnant an. Ja, Folge 6, ganz am Anfang. Schauen wir uns das einmal an. Ich habe keine Ahnung, was all das ist. Ja, das gefällt mir gar nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Na, das nehme ich doch mit. Das gefällt mir gar nicht. Nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das nehme ich doch mit. Ah, das nehme ich doch mit. Ich habe keine Ahnung, was all das hier ist. Aber ich will es auch gar nicht herausfinden. Das ist jetzt. Ja, macht das so viel. Dreck im Gesicht, passt. Arm. Hackfresse. Arbeit, ja, nehme ich heute. Ja, wurscht. Hat keinen Charakter. Ja. 5,000 DPI. Ah ja. Geht jetzt schon wieder so wie bei Division, oder? Abkacken. Na, du nicht. Tipps sind gut. Aha. Ein roter Star. Sie sagte, wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Scheiße. Alles okay? Was? Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut. Dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Zeig mal her. Es wird schlimmer. Hör zu. Nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang.
Hast du jemals vom Nordpol gehört? Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen. 3200 dpi. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Verschlossen. Na toll. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Es muss einen anderen Weg geben. Hey Adlerauge! Sieh mal, ob du deinen Hintern durch die Öffnung da oben kriegst. Hey, hier drüben. Hey, hier drüben. Na, endlich. Was war denn los? Hey, sieh dir das mal an. Was diesem armen Schwein wohl zugestoßen ist? Aufzapfen. Was? Alter, ist nie genau. Die sollten wir nicht verschwenden. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Mir bringt sie nichts. Was kaputte Knöchel? Die sollten wir nicht verschwenden. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Mir bringt sie nichts. Die sollten wir nicht verschwenden. Verwende sie für deinen Kaffee. Hey, komm schon. Mir gefällt es hier nicht. Hey, hier drüben.
Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Jetzt geht's los. Gut geschossen. Hey, das zählt übrigens nicht. Tja, was will so? Schaut nicht schlecht, ja. Ui, Loch. Ein Loch zu sprengen, du fährst nicht mal nix. Ah. Dunkle Löcher. Ich bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Sieht so aus, als wären noch ein paar Holzmonster da. Nein. Die Station kann gar nicht echt sein. Nicht mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir finden einen anderen Ausweg. Also gut. Kommt her und holt es euch. Hier wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist! Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Verdammt. Ist es endlich vorbei?
5,000 DPI. So herkommen. Ja, wo? Jetzt geht's los. Ja. Das sieht nicht gut aus. Das reicht. Erstmal. Was denn? Passt. That's nice. Ja, ich konnte aber nicht viel dazu sagen, gell? Weil scheiß Material. Für die Atmosphäre da. Gut. Löcher entdecke. Das hat übersiegt zu leicht, oder so habe ich festgestellt. Da was finden. Das ist erst der Vorspann. Naja. Da ist was. Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Jetzt geht's los.
Hey, alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Keks. Oh, das sieht mir nach Sargfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station warum bringen. alle- Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Ja, bis dahin schon mal nicht schlecht. Kann mir gefallen, glaube ich. Oh, verdammt. Das ist Wriggler. Nenn mich Rex. Ich hab die Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Ford melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling. Deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Nun, hier wirst du sicher sein, solange es nötig ist, Fremdling. Ich wusste gar nicht, dass Leute Bescheid wissen, was wir hier machen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen.
Hallo nochmal. Möchtest du etwas fragen? Unglaublich, nicht wahr? Niemand versteht wirklich, wie sie das macht, nicht einmal sie. Aber das Gefühl in der Atmosphäre, nachdem sie so niederschmettert, es ist elektrisch, wie die Sonne nach einem Sturm. Sie ist etwas Besonderes, Fremdling, und trägt ziemlich viel in Sachen Sicherheit bei. Die Leute hier sind nett, wenn du ihnen eine Chance gibst. Wenn du irgendwas brauchst, dann weißt du, wo du mich findest. Fragst du dich jemals, ob das hier alles nicht... Wie meinst du das? Das nichts von dem, was passiert ist. Oh, weiß nicht. Das klingt mir ein wenig weit her. Das steht nicht zur Diskussion, Clementine. Du bleibst. Das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Nicht in diesem Ton, Junge. Bitte? Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht dein Kind. Du hast keine Macht über mich. In diesem Fall schon. Diese Stadt braucht mich. Du kannst nicht einfach losziehen und nach etwas suchen, das vielleicht gar nicht... Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Höchst persönlich. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Das ist nicht meine Art. Und du solltest vorsichtig sein, was du dir wünschst, Fremdling. Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Wen genau meinst du? Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits länger als die anderen hier. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. Ihr Aussehen täuscht. Tatsächlich ist sie 132 Jahre alt. Nicht wirklich. Clementine war lange Zeit weg. Hat sich mit seltsamen Leuten abgegeben. So etwas kann einen verändern. Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Ich bin sicher, dass ich dich auf den neuesten Stand bringen kann. Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Wie clever von dir. Skeptisch, gut.
Zufällig wusste ich, dass du heute kommen würdest. Oder ich hoffte es. Der junge Wallace hat es mir erzählt. Okay, Fremdling, deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ja, so. Wieder dabei. Hey, Fremdling. Wenn du Wallace suchst, findest du ihn bei den Docks. So viele neue Gesichter an diesen Tagen. Da draußen ist es anscheinend einfacher geworden. Willkommen, Fremdling. Ich bin Reginald Malone. Aber meine Freunde nennen mich Reggie. Das gilt auch für dich. Ich habe gesehen, wie du mit Bo und Clementine reingekommen bist. Du kannst sicher sein, dass sie alles für deine Freundin tun werden. Ist nicht die erste, die hier durchkommt und Hilfe braucht. Ich bin bekannt dafür, dass ich die ein oder andere Geschichte erzähle. Auch wenn der alte Matschzahn mir da durchaus Konkurrenz macht. Oder meinst du damit, dass ich die Geschichten sammle? Denn das mache ich ebenfalls. Und ich würde deine Geschichte auch gern hören, Fremdling. Ja, nächstes Mal. Das klingt wie der Beginn einer verdammt guten Geschichte. Das geht in Ordnung. Wenn dir jemals etwas fehlt oder du einfach nur Geschichten austauschen willst, dann weißt du ja, wo du mich finden kannst. Hoffentlich bis bald. Du suchst nach Wallace. Er ist dort oben. Die beste Aussicht der Stadt.
Ich sehe dich, Fremdling. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Er denkt, er braucht Hilfe, aber sie ist diejenige, die Hilfe braucht. Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Ja, das macht wirklich Sinn. Natürlich, dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Auf Wiedersehen, Fremdling.
Davos macht mir Angst. Er erinnert mich an die Leute, die... Egal. Falls du mit ihm reden möchtest, dann findest du der ihn Neuling, drüben oder? beim Schießstand. Nora Camarillo. Ich halte die Leute hier am Leben. Du hast Glück, dass sie euch gefunden haben. Deiner Freundin ging es ziemlich schlecht. Sie kam gerade noch rechtzeitig. So ist es. Wenn irgendein Teil deines Fleisch schlecht... Es gibt nicht viel, das ich noch nicht gesehen habe. Geht klar. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Hast du Lust, unten an der Küste zusammen spazieren zu gehen? Das Meer ist so wunderschön. So friedlich. Ich liebe es. Also, hast du Lust? Brad und ich sind früher dort spazieren gegangen. Nein. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Ich glaube, es wird bald regnen. Bueno. Fragst du dich jemals, ob das hier alles nicht... Gott verdammt nochmal. Hat Bo dich hier rüber geschickt? Shit. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Eins kann ich dir sagen. Wenn der Junge nicht verdammt nochmal ständig recht hätte, dann hätten er und ich einen verbalen Schlagabtausch. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. So, das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Sag Wally einfach, dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Die besten Neuigkeiten des Tages. Pass auf, ist nicht persönlich. Ich lasse mich eben nicht gerne ablenken. Ich bin einfach am liebsten in meinem Element, weißt du? Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Oh, und falls du irgendjemandem erzählst, ich sei nett zu dir gewesen, verpasse ich dir eine. Na, du bist ja eine richtige Matschbirne. Rennst hier rum, als gehörte dir der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück. Aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaueres? Tja, klar. Der Junge ist irre, aber er ist nicht dumm. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Ja, kostenlos.
Riggs wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht als nächstes zu ihm schicke. Na gut. Geh also zu Riggs. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Hallo, gut zu sehen, dass du wohlauf bist. Was kann... Ja, aber alle nennen mich Riggs. Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Wo wir gerade davon reden, Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Ich schätze, er hat nicht gesagt, warum. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Bis dann.
Ausgerüstet und bereit. Sollen wir losgehen oder gibt es da noch Dinge, die du erledigen musst? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Hier entlang. Riecht doch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie. Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein. Wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit. Und des Stolzes. Also, ja, wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand die Saat einen Weg. Danach... Nun ja, wir wissen alle, was danach geschah. Abgeschlossen, wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe Ellen ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Sie muss sie hier irgendwo versteckt haben. Komm schon, Ellie. Wo hast du sie versteckt? Das rote Ding. Wir nennen es Drachenherz. Frag mich nicht, warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Komm schon, lass uns gehen. Da bist du ja. Beeil dich. Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Was? Ist das der Weltenstein, ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Nachdem Harsgard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Ellen damals sagte. Das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Natürlich nicht. Egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat. Was zur Hölle? So viele Jahre. So viele Reisen. Ich frage mich,
Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Geht zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Ford? Ford? Ford! Oh Mann. Bo wird echt angepisst sein. Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey. Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein System ausbedroht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgerin ist erforderlich. Beginn der Übernahme. Nicht. Tu's nicht. Oh, fuck. Ich bin so ein Idiot. Tja. Sowieso, doch nicht so schlecht.
Clementine? Ford? Mist. Wo seid ihr denn? Das ist doch alles wahnsinnig. Der Kristall und Ford. Ich sollte jetzt los, um Clementine zu finden. Großartig. Das wird ja immer besser. Brauche Munition. Verdammt. Zum Glück ist das vorbei.